Lief delegiert, lief Invité en Gast. Ein ordentlicher Kongress, die findet alle 5 Jahre statt. Danach, als es mittlerweile sind 1979, dem Geburtstag von Geburtsjahr vom OGBL, an das den 33. Kongress 1916 auch der Geburtstag vom OGBL, nämlich den von seiner ersten 4-Gänge-Organisation. Der ordentliche Kongress als höchsten Gremium. Kongress ist ein Dach von der Organisation, aber als zugleich den höchsten Ausdruck von der Demokratie an unserer Gewerkschaft. Eine Gewerkschaft, die sich umsetzt, die wird Diskussionen und Entscheidungen von Delegierten vom Kongress an, vom neuen Nationalvorstand, den heute Ende vom Tag seine erste Sitzung wird haben. Lief delegiert, der repräsentiert alle Strukturen vom OGBL, als Berufssyndikator, als Lokalsektionen und als Departementer. Der alle Guten, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, der sieht die treibende Kraft vom OGBL. Ohne ihr Engagement und ohne ihre Bereitschaft für all das Responsabilität zu überholen, wer den OGBL nicht. Der sieht die kollektive Interesse von uns mehr wie 7000 Membern mit bestem Willen und Gewissen umsetzt. Lasst mich dafür erst heute am Namen von unseren Membern einen ganz großen Merci sagen. All Kongress ist ein Moment, wo eine Mandatsperiode abhält, wo er neu aufhängt. Und all Kongress ist immer selbst ein kleines Zeitfenster. Zeitfenster für ganz kurz Heraustreten aus dem gewerkschaftlichen Alltag. Die Vorbereitung vom Kongress, an die 2 Tage, wo der Kongress stattfindet, sind die Zeit, wo wir zusammen grundsätzlich Reflexionen über als gewerkschaftliche Aktion, als Programmatik und noch über den Zustand von unserer Gewerkschaft machen. Das ist der Zeitpunkt, wo ich Bilanz zieht, über das, was ihr an den letzten Jahren gelesen habt, und noch erst tut, und das auch den Zeitpunkt von personellen Erneuerungen unterstützt an den Hauptgremien von der Gewerkschaft an. Das ist ein Zeitpunkt, wo wir Prioritäten von der gewerkschaftlichen Aktion für die nächste Mandatsperiode festlegen. Wir diskutieren heute einmal über den Weg, den OGBL als führende Gewerkschaft von Lützeburg an den nächsten Jahren gehen will. Für das weiterzuführen, was der OGBL 10. Mai für 100 Jahre gemacht hat. Nämlich als treibende Kraft vom sozialen Fortschritt für ein besseres Leben für all schaffende Leute an ihre Familien zu wirken. Wie wir 2016 als 100 Jahre gefeiert haben, da sind wir zu Recht als eine Success-Story bezeichnet. Und wir sind das, weil wir als eigene Kontinuität aber nie als etwas Rigides verstanden haben, mehr als ein fließender Prozess, den sowohl die Aktion von der Gewerkschaft wie auch die Gesicht an Struktur von der Gewerkschaft immer und die neuen gesellschaftlichen Entwicklungen an Herausforderungen ajustiert wird. Und auch der Kongress von heute steht unter diesem Zeichen. Meine Morgen wird grundsätzlich vom neuen Präsidenten als Blick nach vorne sein. An den Blick vom OGBL nach vorne wird aufbauen, ob das was war, ob das was ist und ob das was mehr Mengen, was mehr wert sind. Ich will bloß zum Auftakt vom Kongress mich dann nicht auf die großen Linien konzentrieren, die als Gewerkschaftsaktion an den letzten Jahren geprägt und bestimmt haben,
auch natürliche kurzen Ausblick. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Delegierter, liebe Gäste, Mandatsperiode 2014 bis 2018 lässt sich nicht mehr beschreiben, wann ihn sie an den Kontext setzt von der wirtschaftlichen, sozialen, apolitischen Entwicklung, die kapitalistische Gesellschaft an der Welt, an Europa, an dem er doch zu Lützeburg hinter dem Umfang vom Jahr 1000 durchlaufen wird. Gut bekannt in der Lissabon-Strategie, Strategie EU 2020, Stabilitäts- und Wachstumspakt, der nationale Reformplan, wo sich hinter dem Umfang vom Jahr 1000 die stark neoliberal geprägten europäische Reformagenda immer mehr stark auf lützebäuerische Regierungspolitiken niedergeschlagen. Ein sozialer Besitzstand, ein Sozialstaat und ein Lohnsystem sind immer mehr unter Druck geraten an, das wird als Gewerkschaft für eine Herausforderung gestaltet. An dem Ausbruch von der großen Krise im Jahr 2008 hat die salariatsfeindliche Politik Qualität von einer regelrechter Austeritätspolitik gekriegt. Eine Austeritätspolitik, die sich grafiert wird, ob die Angriffe, die schon an den Jahren führende Krise stattfanden. Eng von den schlimmsten Attacken war die von 2006 bis 2014 auf unser Lohnsystem auf unseren Index. Als Wirken für den sozialen Fortschritt, als immer mehr zu einem gewerkschaftlichen Widerstand gehen. Zur Opposition für die Verteidigung so gut wie nimmer möglich von unseren Errungenschaften. Herr Kolleginnen und Kollegen, als Gewerkschaft hat an all diesen Jahren einen ganz vorbildlichen Widerstand gelegt. Höchstpunkt war zweifellos die vom Roger Berl initiierte Massendemonstration gegen die Austeritätspolitik von den 30.000 am Jahr 2009. Und ohne Roger Berl wäre ein Indexsystem haut nach just geschiert von dem, was war an Zentrum dem Jahr 2014 ass. Während all den Jahren gab es kein sozialer Fortschritt mehr. Es gibt eine große Exception, und das war eng von historischer Bedeutung. Und ich gesehen Jean-Claude Ried an meiner Linie sitzen, hat viel damit zu tun, nämlich Durchsetzung vom Statut unique, den die Handschrift vom OGBL hat. Wir wollen all als Energie bis ansetzen, für Rückschritt zu verhindern oder aufzuschwächen. Wir haben Abbußen bei der Reallöhnen erlebt. Pensionsreform von 2012 hat unser Pensionssystem verschlechtert. Kaufkraft ist nicht nur durch die Regression bei den Löhnen, sondern auch durch zusätzliche steuerliche Belastungen zurückgegangen. Und auch die Mandatsperiode, die LO zu ihrem Schluss kommt, war bis zum Jahr 2015 mit der Fortsetzung von der Austeritätspolitik konfrontiert. Erinnert ihr euch, und als Opposition an das Zusammen als nationalrepräsentativ Gewerkschaften gegen den überflüssigen Spurpark von der neuen Regierung den Kaufkraft für den Haushalter nach Einkehr verschlechtert wird. Der Spurpark war aus dem Grund überflüssig, weil die schon damals gesunde Situation von den öffentlichen Finanzen an der wirtschaftlichen Abschwung der Austeritätspolitik nach mehr wie vier schon alle Legitimation entzündet. Für Nogibel waren die neue wirtschaftliche und finanzielle Spielräume definitiv Signal für den Hebel umzulegen. Als Widerstand gegen den Aufbau von unseren Errungenschaften als fließend übergangen an eine neue Ausrichtung von unserer gewerkschaftlichen Aktion. Als Opposition gegen den Spurpark wird diese nicht nur stark aufgefordert, mehr als Opposition konnte echt Akzente an eine andere Richtung setzen.
und gleichzeitig als eine offensiv Tarifpolitik engagiert gehen für die Lohnregression und Stagnation von unseren Löhnen von den Jahren für drun zu überwinden, an Erhöhungen bei den Reallöhnen durchzusetzen. Das ist auf vielen Kollektivverträgen gelungen. Das ist auch nur GBL gewesen, den ab 2015 die Forderung für eine strukturelle Erhöhung vom gesetzlichen Mindestlohn offensiv verstärkt wird. Prioritär war auch als Aktion für die Kaufkraft am Allgemeinen. Als Revendikation war klar. Das, was der Kaufkraft an der Austeritätspolitik geholt hat, sollte ausgeklagt werden. Das kommt über die Steuerreform am Jahr 2015 zum Teil erreicht. Und ab 2015 ist auch immer mehr die neue Arbeitswelt an politische Diskussion geregelt. Und auch hier hat sich der gewerkschaftliche Widerstand gegen die salariatsfeindlichen Angriffe von der Patronatsseite mit einer Offensive für eine bessere Arbeit und für mehr Lebensqualität verbunden. An der Pandiskussion über die Arbeitszeitorganisation haben wir die vom Patronat geforderte Flexibilisierung von den Arbeitszeiten an Deidelt laufen gelassen, gleichzeitig arbeitsrechtliche Verbesserungen durchgesetzt. Und das ist auch gelungen, den Anstieg an die gesetzliche 6 Urlaubswoche zu machen. Ob die anderen Punkte kommen ich heute mitten an unserem Aktivitätsbericht zurück. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Delegiert, liebe Gäste. Die Mischung von einerseits dem notwendigen gewerkschaftlichen Widerstand gegen Reformen und Forderungen, die sich gegen die Interessen vom Salariat an den Rentner gerichtet tun, auch von einerseits einer Offensive für soziale Fortschritt durchzieht sich durch die ganze Mandatsperiode an et wird sich bis heute nicht daran geändert. Vielleicht das beste Beispiel dafür ist ein aktueller Konflikt mit der UEL, Patronatsorganisation, die nicht nehmen als national Verhandlungsrecht vorstellt, wie gleichzeitig die notwendigen Reformen von an der Arbeitswelt um Niveau Arbeitsrecht blockieren will. Und nicht nur beim Arbeitsrecht besteht Reformbedarf. Aber gerade so wie an den anderen Ländern von Europa wollen noch hier am Land die sozialen Inegalitäten weiterzu. Kolleginnen und Kollegen, soziale Fortschritt geht nicht ohne soziale Gerechtigkeit. Und soziale Gerechtigkeit geht nicht ohne eine gerechte Verteilung vom geschaffenen Reichtum. Auf der Welt, in Europa und auch als Lützburg ist die Verteilungsschere an den letzten Jahrzehnten weiter abgegangen und nicht zu knapp. Wie für die internationale Gewerkschaftsbewegung als doch für den OGBL so, dass die Schieflage bei der Verteilung zu einem prioritären Thema ging. Die Indikatoren über die Verteilungsgerechtigkeit stehen auch hier im Land immer mehr auf Rot. An einem von den reichsten Ländern von der Welt mit einem Spitzenwert bei der wirtschaftlichen Produktivität sind in diesem Land immer mehr Leute an Haushalten dem Armutsrisiko ausgesetzt. An einem europäischen Vergleich liegt mittlerweile Lützeburg bei der sogenannten Working Poor ganz schlecht. Dafür ist es nicht mehr richtig, bei dieser Tarifpolitik offensiv weiterzuführen und für eine Weiterstärkung gleichzeitig vom gesetzlichen Mindestlohn anzuwirken. Mir allerdings, das allein geht nicht durch. Mehr Verteilungsgerechtigkeit muss auch über unseren Staat organisiert werden. Einerseits über die Weg von der Stärkung von den staatlichen Sozialleistungen, von der Leistungskraft, von unseren Sozialversicherungen, auch vom weiteren Investieren an die öffentlichen Dienstleistungen. Und andererseits über den Weg von mehr Steuergerechtigkeit
für die ënnecht am Mittler Akkomgeschichte von unserer Bevölkerung an von denen, die über die Grenze, ich will die nicht vergessen, alldach bei uns schaffen kommen. An dem Zusammenhang, als dringlichst im Notstand wohnen, den Kaufkraft von der Bevölkerung am Eiltempo abfriest. Dem Notstand als nimmer mit einer konsequenter Politik gegen Boden und die mobile Spekulation, aber einer Politik für einen massiv verstärkten sozialen Wohnungsbau zu beginnen. Mehr Verteilungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft, hier am Land, an Europa und überall auf der Welt, gekoppelt mit der Stärkung von den Sozialstaaten und öffentlichen Dienstleistungen, sind für Voraussetzungen für die Durchsicherung an den Ausbau von der Demokratie an unserer Gesellschaft. Sie sind Voraussetzungen für den Zusammenhalt an der Gesellschaft. Was wir nicht mehr brauchen, als eine Politik an Europa, die während 2 Jahrzehnten immer mehr Sozialinegalitäten an alle Bereiche provoziert wird und dadurch den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt eine ganz schwere Schuld zugefügt wird. Die Politiken haben den Nährboden geliefert für die Ablehre vom Nationalismus an Europa, für die Verbreitung von reaktionären Parteien und Bewegungen, die allesamt Gift sind für die sozial- und demokratische Entwicklung an unserer Gesellschaft. Die schwere Krisenentwicklung, in denen die europäische Konstruktion seit Jahren ausgesagt ist, verlangen nur einen politischen Umdenken. Wir brauchen eine Europäische Union, die funktioniert und die ihren Pferde springt, einen breiten Konsens an Unterstützung an die Bevölkerung zu kriegen. Wir brauchen eine Europäische Union, die Sozialentwicklung nicht hindert, wirtschaftliche Entwicklung stellt. Den europäischen Sockel von den Sozialrechten als ein echt kleiner Pflanz, die viel Wasser braucht, für zu wachsen. Ganz viel Wasser. Wir brauchen eine Europäische Union, die den europäischen Staaten mehr finanziellen Spielraum gibt, für die notwendigen Investitionen für die Zukunft zu machen, an Sozialstaaten zu stärken. Aber wir brauchen eine Europäische Union, die gewerkschaftliche Freiheiten respektiert. Und das Freiheiten zu respektieren heißt, dass sie Tarifautonomie respektiert und den Weg abmischt, für das gewerkschaftliche Verhandlungs- und Mitbestimmungsrechte sich und die neuen Bedingungen von der Arbeitswelt wie auch und die neuen insgesamt gesellschaftlichen Bedingungen anpassen und entfalten. Auch das fällt in den demokratischen Auftrag, den die Europäische Union an ihre Länder hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Delegierten, liebe Gäste, von dem darum, wo sich die ersten Gewerkschaften gegründet haben, haben die Gegner von den Gewerkschaften ihre Existenz auf Frage gestellt. Über den Weg vom Verbot, über den Zugriff auf ihre Freiheiten und Rechte oder mis oft über die ideologischen Kanäle an Lobbyen, an Lobbyisten. Wie oft, als die Gewerkschaften nicht endlich schon zugekündigt gehen, wie oft, als hier zukünftig Bedeutungslosigkeit vorausgesucht gehen. Kolleginnen und Kollegen, Gewerkschaftsbewegung als untrennbar. Beim kapitalistischen System verbunden an die schaffenden Leute werden nicht abhalten, hier Interessen kollektiv zu organisieren. Für den, der viel Lohn schafft oder viel Lohn geschafft wird, gibt es keine andere Alternative. Ohne Gewerkschaftsbewegung sind Durchsetzung vom sozialen Besitzstand an den sozialen Fortschritt unmöglich. An die hier zukünftig Bedeutungslosigkeit deklarieren oder nach mehr schlimm hier Gestaltungsaufgaben an der Gesellschaft oder an der Betriebswelt vorstellen, leisten der Gesellschaft kein Dienst au contraire. Ich kenne die Lützeburger Modell, den durch die Anerkennung an den Respekt von der gewerkschaftlichen Gestaltungsaufgabe als im Land der soziale Frieden
politische Stabilität und wirtschaftliche Attraktivität aufgesichert wird. Ich kann aber auch die Herausforderungen ablöschen, die sich heute unserer Gesellschaft stellen. Am Kampf gegen Nationalismus, gegen den Rassismus und Diskrimination, gegen den Populismus und den Faschismus, die Demokratie und Menschenrechte angreifen, hat die Gewerkschaftsbewegung nicht nur historisch eine herausragende Rolle gespielt. Sie muss die historische Rolle weiter anlesen und sie wird es auch weiterhin machen. Auf sie kann nicht verzichten. An dem Eindruck von neuen Technologien allgemein an der Digitalisierung am Besonderen werden ohne Gewerkschaftsbewegung nicht mehr Lebensqualität, keine gerechte Verteilung von der Arbeit, keine Abwertung von der menschlichen Arbeit geben. Die Gewerkschaftsbewegung wird eine enorme Aufgabe und eine ganz große Rolle zu spielen am Kampf für Klimaziele zu erreichen. OGBL steht hinter den Klimazielen vom COP 2020 von Paris. Aber für diese Ziele zu erreichen, sind nicht recht mehr oder immer mehr tiefgreifende Maßnahmen notwendig, die alle Bereiche von unserer Produktion und von unserem gesellschaftlichen Leben erfassen. Nein, sie müssen passieren. Der Prozess wird aber nicht mehr da gelingen, weil es zu einem Moment auf den breiten Konsens und auf politische Unterstützung an der Gesellschaft bauen kann. An der ökologischen Transition müssen dafür neue Sozialfrakturen und neue Sozialinegalitäten verändert gehen. Die ökologische Transition und mehr Lebensqualität schließen sich nicht gegenseitig aus. Wie für die zwei Seiten miteinander zu verbannen, muss sich als gewerkschaftliche Gestaltungskraft voll entfalten können. Das ist unsere Aufgabe, und das ist aber auch gleichzeitig den Appell und Politik, die an dieser Front die Allianz mit der Gewerkschaftsbewegung angehen muss. Oft schließend zu meiner Allokution will ich uns alle guten zwei ganz gut und erfolgreich Kongress, die ich wünsche. Ich weiß, dass die alle guten den Kongress gut vorbereitet hat und den OGBL programmatisch und personell so aufstellen wird, dass als Gewerkschaft mit vollem Optimismus stärkt an Dynamik an die neue Mandatsperiode rangehen kann. Ich will auch besonders heute als Kollege vom Landesverband begrüßen, die Lo nach Gast sind. Wir nicht mehr lange werden bleiben, wenn der Delegierten heute mitten das macht, was als Kollege vom Landesverband am 2. Dezember Pyramester ordentlichen Kongress gemacht haben, nämlich wo sie mit großer Majorität den Zusammenwurzeln von unseren zwei Gewerkschaften dafür gehen. Eine ganz, ganz wichtige Entscheidung für zusammen mehr gewerkschaftliche Kraft zu haben. Es ist sicher, dass wir heute mitten dieselbe Entscheidung wählen werden. Ich will los schon all denen eine ganz große Merci so in den Jahren an Richtung von diesem Akkord gewirkt haben. Ich war auch an meiner letzten Rede als Präsident vom OGBL, ich alle Guten eine ganz große Merci so für ihre formidable Unterstützung und Zusammenarbeit während all der letzten Jahre. Der Präsident vom OGBL ist, wir sehen, dass er nicht ist und auch nicht fertig bringt, ohne den konsequenten Ersatz an das solidarische Schaffen von allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Gewerkschaftler auch vom gesamten Staff vom OGBL. Also ich merci, dass mir die Möglichkeit gibt, ich und auch dem ganzen OGBL dingen zu können. Es war für mich ein ganz, ganz großes Ehre, und es so nicht vielmals merci, dass er mir das ermöglicht hat. Vive den OGBL und vive sein Kongress.